Randgruppen in Krisenzeiten geschützt werden können. Der große Druck, den der griechische Staat im Laufe der Geschichte auf die Minderheiten ausübte, hat bewirkt, dass sich diese heute nicht als solche zu erkennen geben. Sie legen Wert darauf zu betonen, dass sie Griechen sind. Auch die Mehrheit der Vlachen, auch Aromunen genannt, bezeichnet sich selbst nicht als Minderheit. Dennoch haben sie ihre eigene Sprache und sie sind vor allem auf eines stolz: Seit jeher sind sie wirtschaftlich erfolgreicher als die Griechen. Ein Bericht von Martin Hani. Die kleine Stadt Veria in der nordgriechischen Region Zentralmakedonien. Alexander der Große und sein Vater Philipp II. Kommen aus dieser Gegend. Ebenfalls hier angesiedelt haben sich Mitglieder einer ethnischen Gruppe, die auch in Albanien, Mazedonien, Südbulgarien und in Rumänien leben. Sie nennen sich Aromunen oder Vlachen, haben ihre eigenen Lieder, ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur. Einer, der sich seit Jahren mit der Geschichte und der Ist-Situation der Vlachen beschäftigt, ist der Buchautor und Wissenschaftler Tidekal. Vlachen, das ist eine alte Bezeichnung, die wahrscheinlich auf das Keltische, dann Germanische zurückgeht, so wie die Wolke und so weiter. Eine große Verbreitung hat das Wort, während der Begriff Aromunen, genau wie Rumänen, Romanen, auf dieses lateinische Wort des römischen Bürgers, des Römers zurückgeht und damit Romanus verkürzt zu Romun im Rumänischen und zu Armen, dem Aromun, im Aromunischen. Wie viele Aromunen bzw. Vlachen es gibt, lässt sich schwer sagen. Nachdem sie ursprünglich als Nomaden und Händler tätig waren, leben sie heute über die ganze Balkanhalbinsel verstreut. Εγώ με κλιάμαι Γιώργος Τσίρης. Antonios Tousikos. Leonidas Tsiaparas. Don Jorge. Die vier Herren sind Mitglieder des Vereins Laographikos, Silogos, Vlachon, Verias und wir treffen sie in einer Bar nahe ihrem Kulturzentrum. Seit Jahren engagieren sie sich für den Erhalt ihrer Sprache, möchten aber das Wort Minderheit nicht in Zusammenhang mit ihrer Kultur bringen. Sie bezeichnen sich lieber als Stamm, als ethnische Gruppe innerhalb Griechenlands und sind vor allem darauf stolz, was sie als Vlachen den Griechen in der Geschichte gebracht haben. Wir finden in der Tat in der Gesellschaft, in der Geschichte Griechenlands sehr viele Mäzene, Bankdirektoren, mächtige Politiker, die aromunischer Abstammung sind, finden aber auf der anderen Seite nicht das, was wir jetzt zum Beispiel durch die Krise motiviert finden, einen gewissen Separatismus oder ein Elitebewusstsein, was sie vom Griechentum absperren würde. Das finden wir nicht. Wohl aber ein Bewusstsein, wir sind irgendwie eine Elite, wir haben Griechenland aufgebaut, wir haben für die orthodoxe Kirche beigetragen, wir haben den Staat finanziell gestützt und eigentlich aufgebaut. Aufgebaut und renoviert wurde in Veria etwa das Vereinshaus. Zum Großteil wurden die Kosten aus eigenen Mitteln gedeckt. Die Vlachen von Veria haben hier ihre Vereinsräume untergebracht und sie haben eine originale aromunische Wohnzimmersituation nachgebaut, damit das praktische Wissen um ihre Kultur auch an jüngere Generationen weitergegeben werden kann. Das ist unser kleines Museum, meint der Sekretär Antonios Tousikos und präsentiert stolz die gesammelten Ausstellungsgegenstände. Wir fühlen uns anerkannt in diesem Staat, in Griechenland, und fühlen uns hier zu Hause. Es ist unsere Heimat, weil wir schon immer hier gelebt haben, seit 2000 Jahren. Wir haben unsere Ursprünge im Pindosgebirge im Nordwesten Griechenlands. Viele Dörfer wie Avdella, Samarina und andere aus dem Gebiet sind sehr bekannt. Vor rund 2 Jahrhunderten kamen Aromunen aus dem Pindosgebirge hierher, in das Gebiet um Veria. Jeden Freitag treffen sich im Kulturzentrum Kinder, Jugendliche und Erwachsene, um die Sprache und das Liedgut in geselliger Runde zu pflegen und weiterzugeben. Das Aromunische ist aus dem Vulgärlatein Südosteuropas entstanden, war in den vergangenen Jahrzehnten mitunter verpönt, erlebt aber gegenwärtig, insbesondere in Veria, eine Renaissance. Vor einem Jahr wurde ein kleines Wörterbuch in Umlauf gebracht. Der Verfasser zeigt uns anhand einiger einfacher Beispiele, wie ähnlich das Aromunische etwa zum Italienischen ist. Ουράκια, νάρε, νάρι, όκλι, λίμπ, δίντι, πέρ. Während im Kellergeschoss gesungen, getanzt und Theater gespielt wird, halten die Vereinsälteren ihre Sitzung ab.
Die Aromunen verfügen über ein gutes Netzwerk in Griechenland und auch außerhalb. Ein Aromune, der sich beispielsweise aus Griechenland über den Balkanraum bewegen möchte, der in Rumänien oder Bulgarien ein Geschäft eröffnen möchte oder in Albanien einfach nur reisen möchte, der steckt seine Reiseroute sehr stark nach den aromunischen Bekannten ab, Verwandten oder um Dreiecke Verwandten. Da funktioniert ein sehr gutes Netz, was allerdings so sehr stark persönlichen Charakter hat und geringer einen politischen. Rund 200.000 Aromunen leben in Griechenland. Wie viele die Sprache noch sprechen und die Tänze noch beherrschen, ist ungewiss. Die Aromunen oder Vlachen aus Veria jedenfalls setzen alles daran, dass ihre Kultur im Nationalstaat Griechenland nicht untergeht.